Wisst ihr noch, ihr Mädchen und ihr Junge, wie das Glockenspiel vom Rathaustor in dem alle Kölle hätt geklungen, oft wie Sonne schien, der Regen und Sturm. In der Stille jetzt ja jinge Türen finster auf, ob dem alter Markt bleib alles stand und lodere. Jeder hätt Lust, der Tön, jeder fand die Tön so schön, und ne zählt das selbst als der Möhn. Das Glockenspiel vom Rathausturm hat ne wunderschöne Klang. Das Glockenspiel vom Rathausturm könnte ich hören stundenlang. Immer treu und Redlichkeit, wie klingt das doch so schön, wenn doch ab und zu dann Effeheit sind rechte Kölsche Tön. Wenn doch ab und zu dann Effeheit sind rechte Kölsche Tön. Das war ein super Nummer. Schön, dass es dir gefallen hat, Köbis. Ja, aber jetzt könnte ich auch eine Orden gebrochen oder ein paar nette Wörter als Dankeschön. Wo ist der Präsident? Wo ist der Schäl? Röschen. Wo ist dein Vater? Der Schäl, der kann nicht. Na, wie, der kann nicht? Röschen, verklaret ihm. Ja, ist gut. Also, mein Vater ist zurzeit aufgrund judikativer Interpretationen bedingt durch Verordnungsbedingungserlässe des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland von 1949 e.V. außerstandes den Wahrnehmungen heimatverbundener Kölscher Aktivitäten in Sachen Karneval Folge zu leisten. Sans, was schwarzt du da? Röschen, kannst du das noch uns für Blöde erzählen? Also, das heißt, der Aal sitzt im Knast. Ja. Ist so süß. Im Kaschötchen. Im Klingelpütz, Kapito. Ja, wieso das dann? Wegen betrügerischen Waffenhandels. Ja, du lebst, was hätte er dann gemacht? Mein Vater hätte Rotfunke all Knabüse aufgenommen. Ja, und dann? Dann hätte die Knallbüchse der von der Leyen's für die Bundeswehr verklagt. Schön. Dann hätte er noch dabei gesagt, die hätte besser treffen wie deine IRG-36. Und jetzt liegen die Soldaten in Afghanistan und beschmießen die Talibans mit Strüßchen. Ja, und die lachen sich kaputt. Ja, und was hatte die Ruth Funke davon? Du willst mir doch nicht sagen, dass die Knabüs freiwillig Herrchen haben. Nee, die kriegen Freikarte für die Puppensitzung um Isermaß. Ja, aber machen wir jetzt ohne Präsident? Wieso ohne Präsident? Der Schäl hat doch für gesorgt. Dem seine Zellennachbar, das war der Heukeshofens Schenk. Und das ist so quasi der Bruder von meiner unbekannten Mutter.
zusätzlich noch meine Padüm. Und er hat seine Strafe abgesessen und deit jetzt der Stellvertreter. Und hier ist sie, live und in Verf, der neue Präsident von der Knollendorfer Sippschaft, Jan Baptist Heukeshofen. Ich bin ne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ne Kölsche Jung und ungelache. Ich bin noch sonst nicht schlecht, ne, ich bin brav. Wie Lieblingswörtchen ist Kölle Alarv. Fastelavond zusammen! Hallo Freunde aus Köln und drumherum. Schön, dass ihr alle mal hier Platz gefunden habt. Ja, das war ja nicht so einfach, so viel Lücke in der Saale rein zu sortieren bei dem Armdrang, ne? Man kann ja nicht jeder reinlassen. Irgendwann ist die Hütte ja voll. Und da haben wir uns gedacht, wir lassen unser Kölsche, Bergheimer und Lück von der Schelsig nur noch Menschen aus sogenannten karnevalistisch herkunftssicheren Städten. Wie zum Beispiel das westfälische Enschede, Harsewinkel oder das sauerländische Welschen Ennestkirchhundem. Ja, die haben es doch verdient, bei uns Frusen zu lieren. Woll? Jecke, die eine Fastelavondsmetropol haben, bitteschön, die sollen noch da bleiben. Und so haben wir die Mainzer und die Düsseldorfer wieder heimgeschickt. Also nicht sehen im Westfalenland, Herr Heukeshofen, da haben wir Verwandtschaft wohnen. Die können auch feiern. Ja, ich weiß. Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Ja, wenn nicht so viel Bewegung dabei, ne? Ja, komm, westfälischer Spaß jetzt beiseite. Herr Knoll, Ihr Auftritt war einfach ein Ohrenschmaus. Dankeschön. Ja. Und so möchte ich zum ersten Alarv von den Abend kommen. Hopp, unsere liebe Nicola Knoll. Dreimal kräftig Kölle. Allah. Nicola. Allah. Kölle. Allah. Und tschüss. Was soll das? Was ist das für ein Geschrei? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, ich habe es gehört. Ich bin ja nicht doof. Wenn ich gewusst hätte, was hier los ist, hätte ich den Job bestimmt nicht angenommen. Was ist das, was ihr hier macht? Wir sind eine Protestbewegung. Was? Und du bist auf jetzt uns neues Feindbild. Seitdem ich alleinerziehend bin, weil mein Vater in der Blech sitzt, ne? Hast ja keine mehr, die ich drangsalieren kann. Da können wir die Schot brauchen. So quasi als Reservespieler. Aber wieso? Ich habe nicht doch ja nichts getan. Ach, das ist nicht schlimm. Das liest du alt. Genau, wenn man dich nämlich so richtig schön gepiesa kann, dann wünschst du uns halt ganz von allein den besseren Hals. Aber bis jetzt war doch alles so schön. Haha, wart af. Du hast uns noch nicht richtig in Action erlebt. Nee, wenn ich anfange zu protestieren, da weißt du dich noch umsinn. Und der Bundespräsident ist auch all auf unserer Sieg. Hä? Wie jetzt, was?
Der ist auch Protestant. Also, das wird ja immer schöner, hey. Soll es ja auch. Und was bedeutet da das Gekritzel auf ihrem Schild? Pekütela. Gekritzel. Pekütela bedück. Politisch interessierte Kölsche treffen sich tatsächlich im Hennesje zum Lachen. Protestsong haben wir auch alt. Also langsam muss ich mich wirklich schwer zurückhalten. Was man sich hier für einen Blödsinn beten lassen muss. Süße Köbi, wie ich es gesagt habe, mal haben wir so wie Ja. Jetzt noch unsere Song, dann explodiert. Ja. Musik, Lotion. Ist dann bloß der Speimanes. Der sollte mir doch helfen, hat der Schell gesagt. Nee, das ist so nicht. Das ist bloß ein Farina. Ah, Ach, das ruhig immer so Jodo so Maus, Bro. Achtung, Achtung, hier ist 4712, 4712. Ruf an. 4712, 4712. Die schnelle Nummer für dufte Spielchen. 4712, 4712. Kommen, stehen, kommen, zahlen, verduften. Achtung, Achtung, 4712, 4712. Ware für mir Fäde, lecker Mädchen. Was hätt dat für ne Sprit in singen Tank? Rührt in singen Diesel, mir ist dat Dressial. Für mich ist es Farina, echte Wahl. Ware für mir Fäde, lecker Mädchen. Ich löfet hätte falsche Software drin.
Der stöckelt schon um Jas, Pedal vernebelt die Chaussee. Doch selbst dort TÜV, die Werte sind okay. Hat da das Rad ab, hat da da. Hat da das Rad ab, hat da da. Juhu! Ja. So, wo ist er? Ach, ist er fort. Tschüss, Farina, bis später. Mann, es war das los mit dir. Ach. Hast selber so einen Ostzonen-Mercedes-Drecksschleuder. Aber brüllt jede Menge her, der mit seinem Ware der Luft verpasst. Ja, no. Und beim Farina Meister ob Schnupperkursus. Ja, et Farina ist einfach ein ganz Fürnehme. Da tank nur Kölnisch Wasser. Dem sing Mutter war halt jetzt Besonderes. Ja. Ja, die waren geborene Tosca. Verstanden. Und sing Oma war Mathilde uralt Lavendel. Geh, verzähl, die Wasser-Dynastie, jeder den Köln ja nicht mehr. Everett Farina, hält die Familientradition noch hu. Stimmt. Hat sich extra einen anrüchigen Beruf ausgesucht. Ne? Komm, jetzt bring den Drecksschleuder fort, dass wir hier anfangen können. Das ist kein Drecksschleuder. Das ist ein Oldtimer. Du bist selber ein Oldtimer. Mecker nicht. Die vorige Woche war ich noch zur Abgasuntersuchung beim TÜV. Da beim TÜV, wo warst du dann? Beim Proktologen. Was besser noch am Urologie, Junge? Wieso? No, Lore lasse, warum es auf Wasser bei dir statt Ungen am Kränchen, wo wir dann der Schnüsse rausgeht. Da reagiere ich ja nicht drauf. Eine ganz andere Verzell. Hey, Ja. für mich Wägelchen, hey, da brauche ich noch nicht um die Steuer zu bezahlen, als esse jetzt. Ist das nicht toll? Ah, ganz toll. So ein Oldtimer, ne? Der wird bloß aus Spaß und Dollerei spazieren fahren und das meistens von Glück, die Schotter genug haben, sich so einen Käs überhaupt leisten zu können. Ja. Und ausgerechnet die kriegen für so einen Umweltstinker noch nicht den Steuer abgenommen. Tja. Toll, wirklich. Finde ich ganz super. Was ist den Käs doch eigentlich für ein Marke? Fort. Du Jack, das ist doch niemals so eine Fort. Das ist doch so ein... Nein, fort. Wie küsst du da drauf? Fort. Ist doch nur die Abkürzung. Ein Kürzel. Für was? Fortbewegungsmittel. Oh, wei. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen? Hä? Eine jode Freundin besöke. Das Mercedes. Kennst du doch, die berühmte Tochter von dem Ale Benz. Mercedes-Benz. Aber die wohnen doch in Stuttgart. Ja, aber die haben noch eine eigene Hügel direkt hier im Bergischen Land. So eine Art Husbirch. Die Familie Benz. Ja, Wo soll das dann sein? Benzberg. Nee. Mein Gott. Warte. Du hast es aber Glück mit der Automarke. Ich meine, jetzt wird langsam genug. Ja, auf jeden Fall. Ja. Statt da sind die Gäste, diese alte Rostlaube. Entschuldige, aber er ist fabriziert worden in der Rostzone, ja? Wenn du die Käse endlich auf der Schrott bringst, ne? Dann rutscht die Klimaerwärmung direkt unter Null. Ja, schon noch nur ins Park, ich bin direkt zurück. Mannes, wo lösteren? Ja, ich bin doch hier. Komm, Spritznügelchen, lass mich hier nicht allein rumstanden. Ich helfe dir jetzt, Spritznügelchen, du Schengelchen. Lass mal lieber zusammen deine Lück der faste Laufen präsentieren, ja? Und du meinst, dass wir zwei das wirklich hinkräten? Ich als Literat und du als Präservativeurs? Ja, warum dann nicht? Wie sagt uns Bundesmutti Angela immer, wir schaffen das. Ach, entschuldigen Sie bitte. Kennen Sie sich hier aus? Ja, mit zwei sind rein zufällig echte Kölsch. Ja, ich bin aus Worringen.
alles gut. Minge Mann hätten so eine Frau. Nee, du hast die Frau. Seid ihr euch bald einig? Dann lasst John und fragt, wir haben nämlich nicht viel Zick. Wie ist hier der Enthüllungsmoment? Ja. Ja, genau darum geht es. Minge Mann wollte nämlich wissen, was da für ein Hus unter deine Verpackungslappe sticht. Nee, du willst das wissen. Soll ich euch eine Adresse von einem Eheberater geben? Da drüben steht die neueste Attraktion von Köln. Eine Attraktion? Ja, was dann für eine Attraktion? Ja, hat er das doch noch nicht mitgekriegt? Ja, das weiß doch nur jeder zwischen Nippes und Beckendorf. Nee. Gut, dann will ich euch das verklaren. Aha. Nach dem ganzen Euro-Finanzdesaster vom vorigen Jahr verkaufen die Griechen jetzt alles, was sie in ihrem Land irgendwie zu Geld machen können. Flughäfen, Bahnhof, so ja 180-jährige Olivenbäume mit Wurzeln und die Verschärpele. Jetzt haben die so ja die Altkirche von Athen verkloppt. Ja, was dann für ein Altkirch? Die da hu auf dem Bericht stund. Das alle Mord, wo als ich 5000 Jahre der Sühle kaputt sind. Du willst doch wohl kennen, die Kirche St. Akropolis. Ja, der Allerstein-Tempel stund auf einmal bei eBay drin. Sofortkauf ohne Versandkosten bei Selbstabholung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann? Dann hätte sich in Köln am Kriechmarkt eine Bürgerinitiative gegründet. Nee, das glaube ich einfach nicht. Doch, wenn man dir das sagen. Die sind mit jede Menge LKWs nach Athen gefahren. Han Stein für Stein alles abgetragen und abgeladen. Und het Marielle Mathieu, er hat doch gesungen. Akropolis, adieu, du musst gehen. Ach, so ne Quatsch. Frau, die halten uns fähig für der Jagd. Ja. Nee, das stimmt. Am Rathausplatz angekommen, haben sie dann alles wieder schön abgebaut. Nee, was für ne Blödsinn. Es ist keine Blödsinn. Wie sungen der Blackfurs alt 1973? Am Jürzenich, da war vielleicht Pentagon. Ja. Am Rathaus stünd dann. Ja. Das war bestimmt der griechische J-Vater. Ach, du meinst, der Fink, der Weg bis nach Köln? Ja, das. Ich schwöre dir, der hat das Zeus dazu. Oh. Mir kribbelt es in die Finger. Ja. Schenk, ich löfe das so weg. Ja. Es ist so weg. Herr B, gucken Sie alle mal, Herr B. Ja, wir sind ja da. Ja, passen Sie auf. Jetzt kommt der große Clou. Ich strecke mich flück im Augenblick und dann kommt der Mannes. Showdown. Ha. Wo läuft er dann Komm jetzt ich wieder hin? wieder. So. Mannes. Ja, die Bots noch Hut. So, ich bin ja da. Lieber J, wie süß du dann aus? So kennt man mich seit Jahrzehnten. Ich bin es, der Mannes Muscuri. Milligrazie, oder wie sagen Sie? Ja. Und was soll das jetzt? Du kennst doch der Orpheus aus der Ungerwelt, ne? Ja, das. Der hätte immer mal einen Einzelhaft. Der meine ich nicht, der andere Orpheus. Der es geschafft hat, mit seiner Blöckerei Steine an das Griechen zu bringen. Ach, der? Ja, und? Werde, dass ich es schaffe, mit mingem Gesang die Verhüllung da hinter uns fallen zu lassen. Pass auf, geht los. Weiße Steine aus Athen ließen sich in Köln nieder. Hier kannst du sie wiedersehen. Weiße Steine aus Athen.
die Flugsache. Das du jetzt. Jotje, Mannes. Uns Kölsche Akropolis. Ja, das hat geklappt. Aber da hast du nicht mit gerechnet. Schau, et Agrippina ist auch da. Ja, was hat ihr dann gedacht? Ich denke nicht viel. Ich bin nicht nur in meine Heimatstadt gekommen, der Fastelovend zu proklamieren. Ganz Köln feiert meine 2000. Geburtstag. Ja, da muss ich doch dabei sein. Ja. Schließlich bin ich nicht ganz unschuldig daran, dass das höchste Amt in Köln das erste Mal von einer Staatsfrau repräsentiert wird. Oh, Jawohl. Schön. Ja, singen die Jod. Ich werde meine Hand über das Mädchen halten. Schön. 2000 Jahre männliche Politik durch stolze Recken wird jetzt vollendet von weiblicher Politik durch stolze Reker. Agrippina, Agrippinensis, Bando die Grenzen, bis der Hunde Agrippina, Agrippinensis, Bando die Grenzen, hältst du uns für Jeck? Die Einzahl von Recken ist Reker. Das wusste ich auch noch nicht. Junge, das hätte sich ja so angeholt, als wäre Agrippina jetzt gekommen, diesjährige Fastelovensmotto zu erfüllen. Ja. Wir stellen alles auf den Kopf. Wo waren wir eigentlich evans standen geblieben? Auf dem Kanaldeckel hier. Ach du Läppchen, Heini, da, Kanaldeckel. Wieso? Ach so, Kölsche Akropolis. Ja. Die muss ja dringend ingeweiht und auch gedäuft werden. Oh, das erste Wort. Ja, wir sind ja schließlich im Heiligen Köln, ne? Aber der Tempel ist erst Das Ding kann eigentlich nur einer insehen. Aha. Der höchste Pastor von Köln. Der geht ja wieder rauf. Oh nee, der Kardinal Wölki. Ja. Luhrmanns. Jetzt begrüßen sie der mit Palmwedele. Ja. Wie damals, als unseren Herrgott in Jerusalem in die Trocke, das weißt du noch, wie wir in der ersten Reihe gestanden haben. Was war das heiß? Jeckendall da. Die Putzfrauen aus dem Rathaus sind die verdrüchte Zweige von der Dekorationspalme am Aufstöben. Schau da genau hin, da. So. Ei. Herr Kardinal, das ist ja da. Der FC Jesbock mit Hiljesching. Wie haben Sie das dann gemacht? Aber mein Sohn, ich habe das nicht gemacht. Oh, der Heilige Geist lässt den Kardinal Kölsch kallen. Aha. Ja, hören Sie, Eminenz, wie ist das da mühlich? Ich bin gekommen, um aus diesem Heidentempel ein katholisches Haus der Freude zu machen. Ja. Ein wahres Freudenhaus, das kann man immer... Ja, gut. Nein, eine karnevalistische Sommerhalle. Ach so. Zur Einsegnung war dieses Gefäß hier mit Weihwasser gefüllt. Ist aber nichts drin. Jetzt ist der Hennes mit Weihwasser gefüllt. Und was machen wir jetzt? Bis den's muss, das kann dauern. Ja.
Ach, ich habe die Lösung. Ich habe doch immer für alle Eventualitäten jetzt parat schon. Ach so. Nur C. Guten Rüche, oho, Guten Rüche. denn wir sind mit 47, 12, 4, 12, wer das nicht läuft. Guten Rüche, oho, Guten Rüche. denn wir sind mit... Ja, das riecht mir herrlich. Gut, ja. So, Herr Kardinal, jetzt tut man uns den Pinnrücken da. Ich mache nicht das Aspergile so richtig vor. Sie kleiner Regenmacher. Ne? Wie bitte? Wieso, was ist dann? Ihre Anrede ist nicht korrekt. Und doch, das habe ich extra bei Wikipedia neu gelesen. Koseform für kleiner Regenmacher lautet Wölki. So, und jetzt spritzt. Kleiner Regenmacher. Und so taufe ich dich auf den Namen Tempel Fastelovakis. Im Namen des Rates und des Frohsinns und des eiligen Dreigestirns. Allah! Du hast in aller Zeit so weit Ach nee, das erinnert mich so an meine erste Kommunion. Jetzt fällt bloß noch jetzt Leckeres zu essen. Ja, ach, da war herrlich, so eine Festschmaus zur Einweihung. Da war... Hey, Lorenz, da. Was? Ich gucke ja wie bestellt. Oh ja? 4 Gourmets, Köchinnen und Brötch Hannese aus Köln. Ja, das Marina Tapas und ein Baguette Brigitte. Und der Paolo Pizza. Und der Gyros Peter. Ne? Ja. Was müssen Sie kochen? Internationale Köche. Ja, was gibt dabei raus? Ein musikalisches Buffet. Wir janken Abend wieder spazieren. Wir sind nicht Volk, wir dürfen auch marschieren. Nimm die Fahne mit, wir wollen doch nicht frieren. Ohne Lampen und sind Hügdelichter Zigtausend Invasoren durch uns Tore. Asylanten, Pack, Muslime und auch Moore. Walese, deutsche Abendland verloren. Die Grenze zu wo blieb der Schießbefehl? Die Wohnung der schönste der Welt. Pegida, das schönste Mandat auf der Welt. Kackhusbunge Märscher, verstörte Bürgermärscher, verletzte blonde Herrscher. Ach nee, gehört nicht zu der Hole, kein Hetzbruch, Hassparole, ey, Madrid nicht gestohlen. Ach nee. Ach, wie schön, da kommen sie wieder. Abend zusammen. Da haben wir alle Freunde mitgebracht. Da vorne rechts, ja, rechts rum, ja. Rechts. Und immer im Rudel, ne, herrlich. Pegida, die Wohnung der schönste der Welt. Pegida,
Mannes. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Wurst? Ach, Wir müssen den vier doch jetzt geben. Ja, recht ich nicht abschenken, ich regle das schon. Hören Sie, ihr vier. Jeder von euch hat ja eine eigene Wirtschaft, ne? Eine internationale Fresstempel mit europäischen Spezialitäten. Ich habe lang hin und her überlegt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und bin endlich zu dem Schluss gekommen, dass es erst peinlich war, euch Gourmet-Fachlück, das einfach bürgerlich-städtische Pflänzchen anzubieten. Entspricht ja auch vom Fettgehalt her gar nicht mehr den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erfordernissen. Oder heißt es Erfordernüssen? Nee, die hangen vor, das wäre ja Quatsch. Und wir bedanken uns bei unserem lukullischen Gesangsverein, unserem Quartett. Das waren Paolo Pizza, Marina Tapas, Brigitte Baguette und der Gyros Peter. Sie servierten uns ein deutsch-internationales Menü nach sozialkritischem Rezept mit allerhand herbem Beigeschmack. Und dort rufen wir uns und Gesangsquartett Träber von Hetze Kölle. Allah! Kölle! Allah! Quartett! Allah! Guten Appetit und tschüss! So, komm jetzt her, Futzemann. Wie bitte? Was ist? Ja, komm. Was ist Noch das? eins jetzt. Wo ist die Wurst? Ach, Schenk, ich weiß ja nicht, wie ich es dir sagen soll. Du weißt doch, die letzte Kirmes in Großbüllesheim. Was? Ach, da warst du ja nicht dabei, ne? Nee, da war ich noch in Bad Ostendorf in Kur. Ja, ist ja nicht schlimm. Hey, pass auf, du, ich habe da gleich eine. Also, Wigga, was war da auf der Kirmes? Ja, da hatte ich an so einer Luftballonschensboot gestanden und war am Loren, wie der Kerl die Dinger mit Helium abblasen tät. Das Wetter war so schön und ich hatte daheim für mein Pflänzchen gesagt, komm, wir fahren auf der Kirmes. Ja, du süße so blass aus und kannst bisschen Söhnchen vertragen. Ja, Wigga. Ja, jetzt stund ich da und hat mir so schön bei meiner Blut, wo ich hingehockt. Da hält der Kerl aus Spaß und Dollerei seine Heliumpistole an das eine Ende von meiner Wurst und pumpt die so hart ab, dass sie mir wie von allein über das Handgelenk vom Arm rutscht und in der Himmel flücht. Immer höher. Ja, bis ich sie ja nicht mehr sehen konnte. Ja, und? Da war sie fort. Jetzt ist so, dass du sie wieder bei der Bahn kriegst. Ja. Oder du besorgst mir eine andere Orte, die wir hier als Preis an den Karnevalisten vergeben können. Ach, vielleicht der Hartmut-Preis, der haben sie all gern. So, du mit dingen läppschen Witze. Ja, was ist ja eigentlich für eine Volksauflauf? Was läuft? Ja, was geht dann dort zu sehen? Der Blutmond! Was? Der Blutmond! Oh. Quatsch, hatten wir doch gerade im September. Der nächste ist in Köln, ich wieder in 18 Jahren zu sehen. Ja, das ist ja das Wahnsinnige. Damit kann keiner rechnen. Doch, ich habe es beim Nostradamus gelesen. Am 23. Januar soll es in Köln wieder Blut vom Himmel regnen. Das ist ja furchtbar. Ja. Schenk mal, was tät sich dann da rechnen? Was meint der dann da? Oh, sag, das ist doch Frank Sinatra. Ist jetzt im Dezember 100 Jahre alt geworden. Da versühte noch Jodes. Blutmond, you saw me standing alone without a dream in my heart. Ja, ist hart. Without a love of my own. Blutmond. Da kommt ja noch einer.
ist dann da los, das ist ja wie am Carmener Kreuz, der Puffe. Ist das nicht? Ja, der Helmut Schmidt. Ja, was machen die zwei dann da, Buffe? Das ist im Himmel dasselbe wie bei uns auf der Erde. Die sind für der Tür am Rauchen. Ah, nur die Prominenz, wie höflich machen sich ja hier Siegeste zu retten an. Also, das ist ja nicht gesund. Frau, das ist denn doch real. Die brauchen sich mit der Gesundheit nicht mehr rumzuschlagen. Die sind ja sowieso alt. Schenk. Ja? Schenk. Ja, was ist? Das Jas, der Puffen in der Wurst. Ja. Oh, und die sind zerrettet am Rauchen. Florian ist hinter. Da könnt jetzt eine Pflege. Da, Platsch. Mir genau für die Füße gefallen. Ja. Ja, wenn so ein bisschen jetzt ramponiert ist, so rufen wir trotzdem diese Nummer da das erste Mal all zusammen aus. Herr Präsident! Ja! Und das Ding sollen wir jetzt stolz jedem Künstler an der Hals hängen. Was soll das da für eine Orden sein? Wie wieder den tierischen Ernst? Jetzt Kaschita, ich bin antiseptisch. Weg. Fort doch. Mannes, was ist das? Biene, die Zick? Ach, jetzt wo du freust, da kannst du mir denken, was das bedeutet. Das sind ja keine normale Bienen. Das sind Kolumbbienen. Norven zusammen. Norven? Bitte sehr, die Dame. Was kannst du dann für euch tun? Darf ich uns vorstellen? Das ist es Hermine. Das ist es Jacqueline. Und ich bin es Sabine. Alles Kolumbine. Interessant. Ja. Ja, und? Die erste Kölner Damen-KG Columbina Colonia von 1999 hat im Rahmen des diesjährigen Mottos "Wir stellen alles ob der Kopf" für ihr Viva Dreie stehen plädiert. Es war nicht angekommen, ihr Botschaft. Nee, leider nicht. Nee. Ja, und was haben wir jetzt hier damit zu tun? Wir sind gekommen, der Fastelowakis J anzurufen. Ja, vielleicht ließ er sich schon noch umstimmen, ne? Mit einem kleinen musikalischen Bonbönchen. Komm, Mann, das lass mal jam. Das wird hier alles Hexekram. Ja, So, ich kann sowieso der Paral nicht bei ihm. O Gott des Fastelowakis, Leiter des Festkomitakis, großer Ritter Bachheus, erhöre uns! Nee, allein bringt das nix. Da müssen wir die Mädchen im Saal allens helfen, ne? Tut ihr dat? Ja, dann rufen wir all zusammen, erhöre uns ob mi Kommando. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Erhöre uns! Wir sind durchgekommen. Herr Ritter Bachheus. Ja, ich bin es. Du alt wieder. Ich han Nähe gesagt. Und dabei bliebet. Wir Kölsche han ja nur wirklich für alle Hetz. Auf Wärmebroder, Politiker, Flüchtlinge, Pens, Katholike und. Ever ihr? Ihr seid doch nur Frau Lück. Ja, aber hör, ich han dir ein Lädchen mitgebracht. Vielleicht kann die Stadt ja noch umstimmen. Es ist auch nicht lang. Na gut, lass uns hören. Ja. Wie wir Dreie stehen in Köln, würdet nicht in Revolution. Tät ma uns die Chance doch geben,
war noch nur für eine Session mehr Jacke Viva. Dat mit Druck han, ja, dat wisst ihr Kerl seit lang. Viva, wille wissen, wann sind wir dann endlich ins Dran? Zu drei Kolumbine wären doch ein Jude Sach. Als ich de Viva in Köln umtrun, davon träume mir die ganze Nacht mir Jacke Viva. Dat mit Druck han, ja, dat wisst ihr Kerl seit lang. Viva, wille wissen, wann sind wir dann endlich ins Dran? Ob der ganze große Bühne hier in unserer schönen Stadt. Süd mit 1000 Kerls rumhüppe, ja, dat sind wir Viva bald satt. Et Traditionen ist ja alles schön und gut. Doch jet Neues ausprobieren, küt dann leider oft so gut mir Jacke Viva. Dat mit Druck han, ja, dat wisst ihr Käse lang. Viva, wille wissen, wann sind wir dann endlich ins Dran? Hoppala. Ich sag, hast du Biber gesungen? Nee, ich han Viva gesungen. Dann drehst du jetzt. Ritter Bachhaus, komm und sag uns, was willst du von uns haben? Weißt du, was ich langsam löwe? Ja, ihr kennt es für uns Viva, bang, Jacke Viva. Dat mir drauf han, ja, dat wisst ihr Käse lang. Viva, wille wissen, wann sind wir dann endlich ins Dran? Ritter Bachhaus, sag uns wann. Mir sagen, hat sie uns Dinger Mann. Du kannst zurück am Mädchen haben. Ja, super. Ach, jetzt Ewolle. Und was meinst du, Ritter Bachhaus? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Och, Mann, oh. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Schade. Viva, viva, viva! Was gibt Schöneres auf der Welt, ne Mannes? Frauen. Nun ist die Kölsche Kolumbine eine Staatsfrau und keine Trine. Drum nimm die Wurst hier als geliehene. Oh, ja, mach ich. Nee, nicht die Grafe, hier die Fiene. Ach so. Na gut. An der Bundeskanzlerin haben wir uns ja auch dran gewöhnt. Jetzt haben wir dazu noch eine Oberbürgermeisterin. Ja. Und irgendwann werdet auch ein Festkomitee Präsidentin geben. Und dann steht eine Prinzessin, ein Burschwief und eine echte Jungfrau nix me in the face. Oh ja, das wär schön. Darum lassen wir ausrufen, ob die Kolumbine und alle Viva von Köln herzlich dreimal Köln. Kolumbine. Kölsche Düfja. Und tschüss. Ja, tschüss. Jamaica, Louisiana, es in dem Präsident! Ja, herrlich. Oh, sag, wie heißt du das schlappe Wurstfell dann wieder so Spack hier krähe? Na, ich bin in die Josef Beuys Ausstellung gelaufen. Aha. Da ist mit dem Küchenmetz endlich jetzt von dem Singer Fetteck abgeschraubt. Und dann hat er nicht Wurstfellerin gepasst. Ne? Uns Flünz ist jetzt echte Kunst, voll Fett.
Ja, wenn das so ist, dann nix wie auf bei der Kolumbinscha. Oh. Pretty Woman, Wagens down der Straße, Pretty Woman. Der alles schmeckt lecker. Ja, jetzt hätte ihr Hut wie man aus Schlapp wieder Speck mäht und schon ist sie bei der Viva in die Richtung. Ah. Wie siehst du da aus? Ich geh Party, Alter. Also erstens war das ja nicht meine Frau. Und zweitens, hast du mir gerade noch gefehlt. Jetzt singen mit der Latein. Oh, Gustav war erst spät, ne? Zintermätes ist für P. Ich hab gesagt, ich geh Party. Motto-Party. Jeder muss konkret kölsche Figuren anhaben, weißt du? Und in der Wüste läuft man suchen. Wieso Wüste? Ich bin Aslan, ich komme Ehrenfeld. Ah, da gehst du jetzt als Ihrefelder Jadezwirsch. Ey, Alter, nix Jadenzwirsch. Das ist voll krasser Heinzelmann. Ah. Der Mütze hatten die damals alle auf den Kopf, weißt du? Hä? Wird dir auch gut stehen, kleiner Heinzelmannes. Kein Beleidigung, ja. Ich bin Mannes depressiv. Das ist... Entschuldigen Sie. Mein Mann wollte wissen, ob das ein Schneewittchen-Zwirschkostüm ist. Nee, du wolltest das wissen. Schneewittchen? Ey, Allah, ich bin Heinzelmann. Ach, das sind doch die kleinen Kätchen aus dem zweiten Programm, ne? Ey, was laberst du? Nicht Meinzelmann, Heinzelmann. Kennt ihr nicht kölsche Heinzelmenschen und so? Ach doch, die kleinen Wichtelmenschen, die immer de Söcke stuppern. Ihr seid nicht von hier, oder? Nee, wir kommen aus Habbelrot. Ey, hab ich voll gewusst und so. Pass auf, ich erkläre jetzt mal Legende von kölsche Heinzelmenschen. Aha. Da gibt die auch in ein Gedicht mit Buch. Da steht da alles drin, weißt du? Aha. Warte, wie ging noch mal? Wie war da in Köln damals vor den... mit ja, voll bequem und so, ja. Ach, egal. Jedenfalls, da war in Kölner Altstadt kleine Endungsschneiderei, weißt du? Aha. Mit alte Schneider Mehmet und sein Eiche. Aha. Mehmet sollte korrekte Rock machen für Meisterbürger. Entschuldigung, wer ist dann Meisterbürger? Der meint Bürgermeister. Hey, Alter, erklär ich oder du? Also, Entschuldigung. Ja. Also mach jetzt hier nicht auf Besserwisser und so. Ja. An einem Abend, Mehmet war krank, weil Eiche hat nicht Döner selbst gemacht wie sonst, sondern hat sich Essen kommen gelassen von Schiedermann. Mehmet war an Jammern. Elan, ich hab Schmerz in den Bauch. Leg ich mich. Dann ist er eingeschlafen und draußen schlägt den Kirchturmuhr genau einmal. Also voll Mitternacht. Einen Moment. Bei uns in Habbelrot ist Mitternacht etwa um 12 Uhr. Korrekt. Aber in Köln war damals schon Sommerszeit. Aha. Und was war jetzt um Mitternacht? Auf einmal, ich schwöre, ey, kommen da die kleinen Heinzelmännchen in den Mehmet sein Schneiderei und fangen an zu arbeiten. Sagt der eine Heinzelmensch zu den anderen Heinzelmensch: Ey, Heinzelmensch,
voll krass. Ist korrekte Schneiderei. Hast du Nadel, hast du Faden, hast du Schere, hast du Fingerhut und so weiter? Sagt anderer Heinzelmensch, so zu den einen Heinzelmensch. Ey, Heinzelmensch, was soll ich mit Nadel, was soll ich mit Faden, was soll ich mit Schere, was soll ich mit Fingerhut und so weiter? Ich bin Zimmermann, Heinzelmensch. Ich geh Speicher. Der wollte gerade hoch die Treppen gehen, da ruft er, hey Jungs, alle aufpassen! Hab ich gehört, gerade voll krasse Geräusche und so. Ach, ja, und was war jetzt? Eiche. Die war voll neugierig, weil die Einzelmenschen waren ja alle unsehbar. Und die Alte wollte jetzt konkret die Einzelmenschen auch sehen, weißt du? Und da ruft Zimmermann Heinzelmensch noch so, los, alle runter in den Keller. Oh ja, und dann? Haben die alle gemacht, ich schwöre. Jetzt laufen die alle über den Mehmet und Eiche sein Trappenkeller. Kellertrapp. Ey, Alter, warum musst du immer labern? Entschuldigung. Du glaubst, du bist hier voll der Checker, oder was? Nee, ich tue es nicht mehr. Oh, Allah, Allah. Da sind die auf einmal alle auf den Treppen ausgerutscht und runtergestuft. Ja, warum? Weil die ganzen Treppen war voll. Mit was? Herpessen. Was für ein Dinger? Herpessen, kleine runde Kugel. Hat Eiche extra auf dem Treppen ausgelegt. Ah, ich weiß es. Ätzemente. Muss wohl Kicherherpessen gewesen sein. Ja, warum? Weil Eiche hat da voll gelacht und so, hält so ein Laternen hoch und guckt auf die Einzelmenschen wie Mesut Özil. Die haben sich voll geschämt, weil die alle ihren Mützen vom Kopf hatten und wurden auf einmal sehbar, weißt du? Alle waren nackig und sind dann weggerannt und kamen nicht mehr wieder. Respekt. Oh, Schatz. Voilà. Alles nur wegen Eiche, die alte Schlampe. Oh. Jetzt sind alle fort, keiner mehr am Ort. Wenn noch mal so wär, doch die Zeit kommt nicht mehr. Hey, jetzt sind alle fort, keiner mehr am Ort. Wenn noch mal so wär, doch die Zeit kommt nicht mehr. Kann doch nicht raus in Jesses, ne? Jede da ja nicht zacker, min Wurst, out wieder ist sofort, Jesses Majan Deis. Ich hab den Wurst schon den ganzen Tag gesehen. Was ist? Voll fett, Alter. Ist bloß voll kalt. Wie kalt? Hab ich die Wurst zu meinem Freund gebracht. Ey, Gyros Pita. Was ist? Bring unseren Kölschen Flönz. Wie hast du die gemacht, heiß? Hey, Lo. Heiß? Oh. Mannes. Belodert hat. Ja. Das darf doch nicht wahr sein, was sie gemacht haben. Ja, ich glaube nicht, die Strie durch. Und du stehst wie ein Salzsühl und sähst nix. Ja. Uns traditionelle Kölsche Blutwurst, 214 Jahre alt. Und da gibt es so eine neugriechische Hungerliga und türmt die auf der Gyrosgrill. Ja. Nicht ja, ich bewundere dich. Wie kannst du so ruhig dabei bleiben? Das Kaplans hier möd, habe ich von unserer Bundeskanzlerin. Ja. Du musst uns bedenken, der Gyros Pita war der erste Immigrant hier in Köln, der sich einen eigenen Laden aufgebaut hat. Wohlwollend haken ich das Problem da mit der Wurst am Spieß auf unserer grundnahrungsmittelbezogene Willkommenskultur.
Präsident? Ja, genau. Sag bloß, der hat jetzt freiwillig sich einen Grill gerühmt. Freiwillig nicht. Aber jetzt sitzt er selbst am Grill und ist am Drehen. Und, was sagt er? Seht nicht viel. Der hätte Rogel schon warm. Und das Fett ist am Spritzen und am Spritzen und am Spritzen. Oh, wie. Himmel, Herrgott, sag mal, krieg mich jetzt schlecht wieder, oder ist in der neuen Bump hier Platz? Weder noch, Ketsche. Da, Lua. Ja, da bist du von der Söck, der heilige Mann. Ich bin Zeus, Herrscher der Götterversammlung. Oh, den kenne ich. Jung, hätt der ever Karriere gemacht. Wieso das dann? Ich mache jede Wett, bitte. Das ist unsere ehemalige erste Bundespräsident von 1949. Ketsche, was schwarz für einen Köi? Der Theodor Zeus. Quatsch. Oh, mit? Ich bin der Herr über Blitz und Donner. Oh, wie. Und ich habe den Sirtaki erfunden. Oh, der war das. Das habe ich mir gedacht. Ja. Oh. Schön, ne? Die Fußbekleidung. Was ist jetzt Da los? kommen sie nur, da. Oh. Ja, da kommen sie. Hallo. Ketsche, Lua. Ist das alles, was Köln noch an Rotfunke zu beten hat? Das waren jetzt viel mehr. Ja, ich meine doch. Wir sind die Knubbelrepräsentanten. Funke? Ja. Ob ihr passt? Ja, da. Macht ein Rad dreh und stellt euch für. Ja. Ich strecke die Strümpf. Oh. Ja. Ich esse jen Öllig. Ich schmecke das ab. Ja. Und ich bin der Stoppe. Zu ihr von den Lück im Saal weht jetzt Tanz. Ja. Wunderbar! Ich höre Musik, ich sehe Tanz. Zum Donnerlied, Schwester. Ich bin Dionysos, Gott des Weines und der Ekstase. Lasset uns feiern und tanzen, bis dass die Hosen krachen. Ja.
hat hier die Hose kaputt. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer sind denn die strammen Jungen? Oh, Hallöchen, Popöchen. Ich bin nicht Eros. Die Göttliche, die Begierde. Hör mal, Wahnsinn. Oh, ich stehe total auf Uniform. Hallo. Besonders Rot und Weiß macht mich heiß. Kommt, lasst uns aneinander reiben. Funke, aufgepasst. Aufgepasst. Zu ihr vom Eros wird jetzt geriffen. Gewibbelt. Schade. Stippewütsche. Ja. Oh ja, komm schneller, Männer, komm. Oh, schön macht ihr das. Ja, oh, hey, ja, Tempo, jawohl, oh, hey, ja, 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 oh. Komm. Ja, komm schon, komm. Immer wieder eine Augenweide, die Kölsche Funke Rotwies von 1823. TV. Mannes, ja. Je finde die Wurst. Ja. Aber pass auf den Nacken, hier schön geföhnte Kerl mit den Flügeln. Ah, der hat den Mul evens out abgestiebt. Ich sage dir, der ist spitz obwösch. Einen Moment, Herr Präsident. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Oh, da sind wir einfach hier gespannt. Ja. Oh, da kommt Wind ab. Gut. Oh. Susan, Hennes und Bärbelchen mit der Ruth Funke. Ach nee, wir sind doch als Hermes und Aphrodite hier. Und wir feiern mit der Funke zusammen Fastelowakis. Funke, aufgepasst. Ich alle Male zu ihr. Tanz jetzt uns Aphrodite mit singem Jung. Aphrodite, tanz. Hennesje und Bärbelchen, dansbar Hermesje und Aphrodite. Mannes. Ja, ich bin da. Bitteschön. Lief Hermesje, lief Aphrodite. Falset beim Liebesspiel det quietsche. Verliene ich euch he min Bosch, denn die ist erstens Jotje fett und bring euch zweitens Staaten durch. Ja, das ist gut. So, Junge, Ja. das für dich. Danke. So, Ja. apropos durch. Eros, wo bist du da? Junge, komm jetzt bei mich. Ja, hallo. Hallo, kleiner Mann. Gerne. Ja, ich bin klein, ich komme einfach über Alter.
Na, von mir aus? Nein, von mir aus. Oh. So, Eros, dir kannst die Woche schon nicht helfen. Oder hast du als jetzt gehört von Eros Flöns oder Eros Wosch? Nee, dir gebührt als Auszeichnung nur das eine, verehrter Eros Ramazzotti. Ah, hey. Werbung. Na dann, Prösterchen. Der Olymp ist kein Klösterchen. So. Wie geht es deinem Schwösterchen? Ob die 200 ganze Funke-Schmölzchen, Träger von Erzekelle! Hängerschen! Bärbelchen! Und tschüss! Ja. Tja, bis gleich. Schön. Immer schön Und Abend, das schwarze Funken her. Tschüss, Madame. Sag, Junge. Tschüss, Junge, meine Herren. Bis gleich, kommen wir noch. Präsident! Ja. Apropos Wosch, ich han durch. Da wir Funke sind, ist ein Bierfass nicht weg. Auf Wiedersehen. Ja. Skandore. Was meinst du denn mit dem Geschoss? Ja, umweltfreundlicher kann man doch keine Stadttour machen, Hennessy. Sag, das ist doch so eine amerikanische Hukantpulverware, ne? Von wegen. Das Ding hier ist Hightech. Ja, wie heißt das noch? Sexway. Ja. Deswegen hätte ich wohl ein Spitzebützchen an. Ja, hast du einfach direkt gesehen? Ja, mit mir zwei machen so zwischendurch immer alles eine Sexway-Tour. Aber das all geht. Also ich kenne Brauhaus Wanderweg und Kölner Krippenweg und Marienburger Krötenwanderung. Aber Ding, du ist man nicht. Wo läuft die dann her? Oh, viel durch die Natur, zum Beispiel Bröler Landstraße. Mit Frühstückspause auf einem Waldparkplatz. Was du nicht schaffst, kannst du in Kleintütchen mit heimnehmen. Und für Freunde weitmännischer Blech, Blas, Musik, jedet dann über die Hornstraße. Und am Ende geht das Highlight für Jans aufgefahrene. Günstig einkaufen in Köln-Wahn. Am Flughafen? Ja, da geht alles billiger. Eine echte Schnäppchenspritztour. Kennt Hüge so ja jedes Irremschoß der Frauengemeinschaft. Wo dann? Im Dirty Free Shop. Oh. Mann, lass mich auch jetzt fahren. Ja, da komm. Komm, kriegst mich Flögele. Was haben sie dann hin, neue Boot? Hast du noch ja nicht gesehen? Aber ich aber lang nicht mehr hier gewesen. Ja, leck mich doch am Arsch, du. Entschuldigung. Schatzi, ja nicht gesehen, ne? Der weiß ja nicht, dass wir uns hier treffen, ne? Können wir den Schnüss jetzt schwaden, ne? Ja, im Moment hast du ziemlich viel zu tun, ne? Hauptsächlich bin ich für die Regierung als Mirakel tätig. Ja, die wissen doch ja nicht mehr, wie sie das hier und in ganz Europa überhaupt geregelt kriegen sollen, ne? Da befragen die schon einmal gerne eine alte, weise Dame, wie ich bin, ne? Ja, ich weiß bloß nicht, ob das Mirakel jetzt griechisch oder römisch-katholisch war. Da muss man uns der Wikipedia fragen, ne? Ja, ich han gesagt, geht hin, verkauft alles, was ihr habt und schenkt es den Griechen. Ja, das wird doch christlich. Et Geld den Ärmel geben. Mit der Nummer reisen die doch als 2000 Jahre durch die Gegend. Et letzt noch im Bistum Limburg.
Ich habe mich ja auch damals übrigens aus religiösen Gründen von meinem 4. Mann getrennt. Ja, der dachte immer, er sei Gott. Dabei war ich das. Ja, im Gegensatz dazu ist der Moslem ja ne Mensch, der seine Religion erg ernst nimmt, ne? Ist ja für der Katholik unvorstellbar. Fällt mir gerade nebenbei in, ich habe noch dem Papst seine neue Mailadresse rausgefunden. orbi@orbi.com. Oh, warte, da geht mein Handy. Moment, ja? Ah, ist meine Freundin, kütt aus dem Nahen Osten, Brandenburg. Ja, ja, Angela. Angela, bist du es? Ja, schön, dass du anrufst, ne? Aber woher weißt du denn, dass ich gerade im Henneschen bin? Ah, du willst mich um Rat fragen. Ja, das ist vernünftig. Ja. Was bist du dann jetzt halt wieder am Jömele? Ja, wie jetzt? Ich stand nicht mehr mit dir in einer Linie. Na und? Dann drehst du dich einfach rum, dann stand sie wieder hinger da. Ja. Jetzt ist er doch langsam gut, ne? Das haben wir doch alles oft genug geprobt und besprochen, ne? Ja. Hast du jetzt geschrieben? Ja, dann schrieb ob. Pass auf, ich fange an. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, die Überschrift musst du mitsprechen, ja. Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Ich darf aus meinem Denken nichts verschweien, aber wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage? Ja, die überwältigende Mehrheit, das ist das, was zählt. Und die Regierung hat auch diese Mehrheit. Insofern bleibt es wie immer, dass die Mehrheit, die erforderlich ist, auch da ist und nur das ist, was zählt. Ja, das brauchst du nicht zu begreifen, musst du einfach nur sagen. Im Übrigen überwiegen alles in allem die Vorteile, die Nachteile und nichts muss so bleiben, wie es ist. Veränderung ist möglich, denn jedes Vorhaben fängt klein an, aber im Rückblick hat sich das als kompliziert herausgestellt. Freiheit in den Köpfen. Wir haben die Kraft aufgebracht, diese Herausforderung zu meistern. Wir wollen das schaffen und können das auch. Wir schaffen das. Yes, we can. Ah, ja, wie? Der Satz, der Güte irgendwo bekannt für. Der ist alles gut. Ich habe nicht gedacht, der wäre von mir. Na, ist egal. Wigger. Da schrieb noch, man kann nicht davon ausgehen, dass das, was vor der Wahl gesagt wird, auch nach der Wahl noch gilt. Und das kann sich in verschiedenen Weisen wiederholen. Und gestern waren noch alle Arme ausgestreckt und heute nur noch die Mittelfinger. Ja, nichts zu danken. Ja, wir sehen uns am nächsten Gipfel, ne? Ja, tschö. Ja, tschö. Ja, tschö. Tschö, ja.
ist auch wirklich schlimm mit dem, ne? Nix kriegt er allein auf der Reihe. Junge, aber wie sagen ich immer, alte Bauernweisheit, wer bis zum Halse in der Scheiße steckt, soll nicht den Kopf hängen lassen, ne? Wann ich dann noch mal da so mit dem Regierungskorn fertig bin, ne? Dann tun ich mich auch noch ehrenamtlich Asylanten kümmere. Ich zähle denen hier alles, ne? Und bringe denen nebenbei auch noch richtig Deutsch bei. Ja, das kann ich. Da kannst du bleiben, du. Ja, aber wie ist mir nicht so Gegenteil, aber man kann die meisten Menschen ja nicht richtig verstanden. Das ist aber auch schwer für die, ne? Ja, für ein Beispiel, ne? Im Englischen, da schrieb man ja Schul, ne? Also S-C-H-O-O-L. Und sagen det man School ist ja einfach, ne? Aber auf Deutsch, da schrieb man für ein Beispiel. Wie bitte? Und sage det mal, hä? Ja, oder auch so einen Unterschied erklären, ne? Zum Beispiel, da ist die deutsche Sprache ja recht vielgestaltig, nicht? Minge Mahmoud, ne? Der bloß mit der Schulter zucken, wie ich der frage, det. Mahmoud, kennst du der Unterschied zwischen Bumsen und Blasen? Ja, oder hatten Sie schon ins Bumsen an den Füßen? Jetzt hab ich mich aber auch wieder fast hier schwach, ne? Ich will das lang daheim sind mit vor dem Bett liegen, ne? Ja, wisst ihr was? Ich sage jetzt uns Tschüss zusammen, madet gut, bleibt gesund, man sieht sich, vielleicht im nächsten Jahr, ne? Tschüss! Die Aale und ihre Zugabe. Die Aale, sie sind nicht zu bezahlen. Oder wie sagt der andere Sprichwort, je öller? Und wie doll, so heute Abend wieder ein zwei hätte sie jetzt Zeich. Vor allem die Bumsen an der Füße haben mir auch schon gefallen. Ne? Aber und wo Skritze gehen? Nein, aus Sicherheitsgründen. Und das mit der Zugabe, das kann auch nicht passieren, weil der Oma muss nach Düsseldorf in der Philips haben. Die hätte Stress jetzt. Aber, was könnte man der Oma noch geben? Eine Rakete, jawohl. Wir haben ja hier in Knollendorf eine ganz besondere Rakete. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere ja noch unser traditionelles Drescherlied. Da gibt es ja die wunderbare Zeile, Hei, tigedack, dack, tralalala. Und das möchte alle mitsingen. Und bei uns heißen auch nicht an die Gewehre. Wir sagen an die Dreschfläche, Kommando 1. Hei, tigedack, dack, tralalala. Kommando 2. Hei, tigedack, dack, tralalala. Und Kommando 3. Op ons Omelie, drijven van het Kelle. Omelie. Kelle. Oh, tschüss. Was da? Hey, Farina!
hast du nicht gemerkt? Hat sie auf bald die junge Frau da angefahren. Ach, was jedet dich an? Kümmer dich um Dinge eigene Krog. Was darf doch nicht wahr? Hey, was vermisst du? Ach. Das hast du noch nie erlebt. So, ja. Farina! Farina! Eigentlich hat ihr den ganz jen, das Farina 4712. Ja. Hallo? Det mir leid, dass das gerade passiert ist. Was hat die Frau gegen mich? Ich weiß es nicht. Denk ja nicht drüber nach, rentiert sich nicht. Woher küsst du denn eigentlich? Aus Syrien. Oh, das ist bestimmt Wegfahrt, ne? Ja. Wie wiegt dann? Ich nicht weiß. Ach, warte, da du nicht gerade ins Jujele. Hey, los. Schon extra. So, in Tippe Syrien, ach, kannst du mir helfen? Wir Deutschen haben an der rechten Hand eine Handstange, an der linken ja nichts. Syrien, ja. Schön. Und welche Stadt, wo Bock ist der Herr? Damaskus. Damaskus. Ach, da liegt so jen drin, ist so schön kühl, Damaskus. Kannst du mir noch ins Grad assistieren? Mhm. Ja. So, Damaskus, schön. So, und jetzt Entfernung Damaskus, Köln. Das grüne Knöpfchen da drin. Ja. Ja. Ah, es baut sich ab. Da. Das Dille-Döpfchen ist am Drehen. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist denn? Kann ich doch nicht erklären. Das verstehst du noch nicht. Das verstehen nur die Menschen, die da unten sitzen. Was denn? Die Entfernung zwischen Köln und Damaskus. Was sein damit? Das sind genau 4712 Kilometer über die A3. Oh, jetzt ist es mal einfach heiß geworden. Oh, was ist das? Ich möchte schnitzen in der Baumstamm rennen, mit dem Stein kratzen ob der Domplatt hin, im Schwung streuen in der frische Erd, mit krasse Sommer, der Pflück verrät. Ob jede blanke Zettel möchte ich schreiben, dir hört mi Herz, dir hört mi Herz, und sollet ewig bleiben. Ich kann der fliegende Hitz. Ich meinet mir in meiner Ohren stand, der Hitz mit Rot in et Gesicht mehr schlan, zu lesen wird auf meinem stillen Mund, nach meinen Atem, der das laut dir kund. Bloß merkst du nix von all dem bange Triebe. Dir hört mi Herz, dir hört mi Herz, und sollet ewig bleiben. Sie trinken. Ah, das ist gut. Der Morgenwind bläst dir in die Ohren, dass ich in jedem Lüftchen bei dir bin. Und strief die Luft, ne dürft ihr Blumen stehen, dreht sie der Düft zu dir von nah und fern. Die Sorge soll der leichte Wind vertrieben, denn dir hört mi Herz, dir hört mi Herz, und soll im schlimmsten Sturm noch bei dir bleiben. Ich möchte dressiere mir ein Nachtigall, die singt dir dann mein Wort mit leichtem Schall. So echt durchläufst, weil es für Minge klang, hör aus dem Herz
Rose, Minge, heiße Drang, von ihr gesungen durch den finster Schiefe, dir hört mi Herz. Nehmet er jetzt, sonst könnt der Rest von mir direkt Kirchhof lieb bliebe. Dankeschön. Unsere kleine Spähmanes. Er bringt eine Künstler am andere her auf die Sitzung, liegt sich jedes Jahr eine neue Jäckerei infalle, wo sich die Wurst das ganze Jahr über verstochen hat. Und jedem Künstler wird die Wurst dann mit einem persönlichen Kommentar feierlich überreicht. Bloß für so 30 Sekunden ihm wieder aus der Hände zu reißen. Dabei kann er so sensibel sein und dezing melancholische Ziel in einem kleinen Lied ausbreiten, das uns tief im Hetzekühlchen trifft. Manes, was können wir dir als Dankeschön mitgeben? Den Wurst brauchen wir dir nicht zu geben, ne? Ja, das will ich. Ich weiß ja, was drin ist. Dann blieb uns nur noch übrig, uns bei dir zu bedanken mit dreimal kräftig Kölle! Allah! Mannes! Allah! Literatenpuckel! Allah! Komm, lieber Freund, schieben da eine aus. Ja, ich trinke auch jetzt dabei. Ja. Es ist ja viel So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Stimmung! Ha, herrlich, sind ihr gut drauf? Ja, ich auch. Ich feiere Hück Verlobung. Ja, Hück ob der Tag bin ich genau ein Jahr mit dem Jessica zusammen. Hammer, oder? Ja, ich mein, Hückse da sind ja so viel Glück, die blieben noch nicht ins mir halb Jahr zusammen. Nee, Luther sind sie sich am Zenke, wenn er eine Müllrunger bringe, dät. Und zack, paff, ist es mit der Liebe für Bay. Ja, das nennt man dann Mülltrennung. Oder wie mir Kehrmenscher sagen, nobody cares. Schlimm, ne? Ja, aber wie hat mein Groß halt immer gesagt, wer lange am Klo sitzt, mit viel durch. Ja gut, ich meine, bei der Jessica und mir ist jetzt auch nicht immer eitel so eine Sching. Nee. Jessie hätte jetzt für Beispiel sing Ernährung in mir Gestalt. Ja, die Chips stehen jetzt links vom Computer. Nee, Quatsch, ohne Witz. Aber Jessie ist jetzt Vegetarier. Schlimm, ne? Vegetarier. Kein Wurst. Noch nicht ins Schnitzel. Oder wenigstens ein schön Steak. Ne, ja nix. Jessie mit eine ganz spezielle P&B-Kur. Prosecco und Pralinscher. Ja, und so hätte sich dem auch ordentlich ein paar Kilo zugenommen. Aber egal. Ich han ihr gesagt, Jessie, Schatz, dat mäht nix. Weil von dir kann es ja nicht genug geben. Ja, das ist doch keine Speck, das ist erotische Nutzfläche. Ja, dat. Ja, ich donner doch Frauen, die wie Frauen aussehen und nicht wie tapezierte Knochen. Auf schon hört's. Wisst ihr, wie man eine übergewichtige Vegetarier nennt? Biotonne. Schlimm, ne? Ja, aber wie hätten mein Großheit immer gesagt, Jung, in Verlobung kann Jod Osjon, kann aber auch in der Hutzig ende. Ja, wer A sät, muss auch Limente sagen.
Und meine allerbeste Freund, der Heinz Dieter. Der Heinz Dieter sagt immer, er wünscht sich eine Frau, die lecker kochen tät, die ganz viel Geld hat und die super im Bett ist. Ja, Jod, sagen ich Heinz Dieter, Jod, aber da müsst ihr verdammt Jod aufpassen, dass die drei sich nie treffen. Schlimm, ne? Ja, aber wie hätte mir ein Papa halt immer gesagt, warum, ob die richtige war, du kannst doch mit der falschen viel Spaß haben. In diesem Sinne, bleibt schön sauber oder wie der Grieche sagt, Domestos. Ja, doch, Pap. Warum auf die Richtige warten? Das erinnert mich irgendwie an Minge, Pap. Ja, der hätte immer gesagt, Jung, wenn ich gewusst hätte, dass der Minge über alle Rennen passt, hätten ich doch niemals hier. Ja. Kenn ich. Ja. Verstanden. Das läuft. Schlimm, ne? Ja. Aber wir hatten die Abend mit dem richtigen Spaß. Ne? Und das ist unsere Orange-Dreher Money. Danke schön. Danke. Mannes, ja. Zeig den Moneyens und zwei Stecker noch, wir singen bestem still. Kehrmenschen, was das nicht alles sieht, herrlich. Sag, ich han immer an Weihnachten eine Verwandte von dir um dich dann. Kann das sein, Kehrmenschen? Ja, wie heißt der dann? Räuchermenschen. Oh, ja, der. Aber, Lorenz, hey, was ist Schönes für dich an? Ja, wie, was soll ich dann damit? Das ist doch kein Blutwurst. Hast du ja nie behauptet. Das ist jetzt viel Besseres. Hell und edel. Hast ich extra vom Metzger für dich machen lassen. Quasi ein Kehrmenschens Wurst-Spezialität. Oh, herrlich. Ja, dann, hier wird's her. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, sagen's Mannes, wie wird dann so ein Wurst produziert? Dingfrage ist intelligenter, wie sie gelöst. Ja. Aha. Ja, in dieser Kehrmenschens Wurst-Spezialität ist alles drin, was in einem Metzger noch einem langen Wursttag aus sämtliche Hütte von seiner Wurst zusammengekehrt hat. Stimmung. Wohlbekommst. Orange streicht nur die Müllerfuhr. Ob der Money, dreimal Kölle. Hallo. Money. Hallo. Müllerfuhr. Hallo. Und tschüss. Und alle. Orange streicht nur die Müllerfuhr. Orange streicht nur die Müllerfuhr. Orange streicht nur die Müllerfuhr. Ach ja, es wird ja heute da sagen, alles demonstriert. Der Lückjon für jeden Driss auf der Straße. Doch furchtbar. Haben die keine Schreberjade? Da ist immer jetzt so dumm. Aber trotzdem meine ich, wie den Stick, dass ich von euch da unge jetzt höre. Ja, ich meine nicht da im Saal. Ihr macht jetzt eine ordentliche Demonstration. Sozusagen eine Kartemagelspuppe-Sitzungsfreuden-Demonstration. Schaut uns, der Schenk neben mir, ne? Der hat heute alles gejoffen, was der Fürsinger sich im Knast andere aufgenommen hat. Was? Aber für allem ist er ja berühmt für seine pointiert kölsche Texte. Und mit der Kompetenz hätte sich hier in das Präsidentenamt geschmissen. Und ihr sollt aus eurem Ballisch jetzt jede rauswerfen, nämlich eure Begeisterung dafür, dass ihr hier sitzen dürft und euch kulturell bedienen lassen könnt von unserem Präsideurs, als da ist Jean-Baptiste Heukeshofen, genannt Schenk der Echte. Ah, Dankeschön. Ei. Dinge Applaus. Ah. Das denkt hoch wie. Was ist das dann? Da, so kommen. Uns Kölsche Royals. Was? Hey, mittlerweile 90-jährig. Ja. Kölsche Ledermescher mit einem großen Repertoire. Der Grand Charmeur de Colonne. Dazu die Grande Dame von Köln. Eine Frau, die über Jahrzehnte sich behauptet hat in der ach so undurchdringlichen Männerdomäne Karneval und hat bravourös geschafft. Freuen wir uns jetzt, ob die Motto-Königin von Mauenheim, Marie-Louise I., zusammen mit ihrem König Ludwig Sebo. Ja.
Abend zusammen. Ein paar Grosche für ihn, ein paar Grosche für Tschöckepelz, ja, das ist für die kleine Pens, der Himmel und der Erd. Ein paar Grosche für ihn, ein paar Grosche für Tschöckepelz, das ist etwas Kinder hätt's ja froh und glücklich mit. Jetzt stellen wir uns ein paar Grosche für ihn, ein paar Grosche für Tschöckepelz, ja, das ist für die kleine Pens, der Himmel und der Erd. ja. Ein paar Grosche für ihn, ein paar Grosche für Tschöckepelz, das ist etwas Kinder hätt's ja froh und glücklich mit. Wir stellen uns für doch in dem Hennes im Zirkuszelt. Zirkus Kolonia, unter einem Zelt treffen sich alle Kölsche und der Rest der Welt. Zirkus Kolonia, ganz um Kölsche Art, Arena Freude, Narrenteil, et verweht der Abgemacht. Arena Freude, Narrenteil, et verweht der Abgemacht. Und womit fahren wir? Jetzt singen wir auch zusammen und Marie-Louise ihr Motto-Lied. Wir stellen alles unter Kopf. Wir stellen alles unter Kopf, denn wir sind all naturbekloppt. Zum Menschen sind die Hanse nicht wie all. Kunst noch Kölle wird mit uns Karneval. Wir stellen alles unter Kopf, denn wir sind all naturbekloppt. Zum Menschen sind die Hanse nicht wie all. Kunst noch Kölle wird mit uns Karneval. Jawohl, meine Damen und Herren. Das waren uns Royals, Marie-Louise Nikuta und Ludwig Sebo. Mannes, Ja. ehre Sie mit der Wurst aus Kölschem Blute Ja. und der Juwelschaus fettigem Specke. Lass jam die Mauenheim Queen lodert ganzjährig. Lev Queen Marille Wies, verehrter Ludovico Ossendörpo. Minge Boschorde he ist ja von 1802, also 214 Jahre alt. Wenn ich jetzt die Jahresringe von euch zwei Koniferen des Kölner Karnevals zusammenzähle, dann gibt das haargenau 166 Jahre. Das bedeutet, euch fehlen 48 Jahre an der Berechtigung unserer Orde verliehen zu kriegen. Aber ich verspreche euch, wenn ihr in 48 Jahren das Defizit abgeholt habt, dann seht ihr die erste Künstler auf unserer Sitzung, die Wosch mit heimnehmen dürfen. Dann ist die Flöms nicht mehr historisch, dann ist sie, wie ihr zwei, antik. Ob uns Königspaar Dreimal von Etzerkelle, Marie-Louise, Ludwig Sebo und tschüss. Tja, die Fastelovensfreunde, damit wären wir so langsam am Ende von unserer Sitzung angekommen. Ach, ihr seid aber lieb. Kann ich das noch ans haben? Ach, das seht doch alles, denn wir hoffen, ich hättet Spaß gemacht.
Musik.